Hallo, ihr Lieben, und ein letztes Mal möchte ich euch begrüßen für einer der Rauhnächte, die letzte natürlich. Und ja, das heißt 12 Nächte jetzt haben wir uns mit den Rauhnächten und mit den Runen befasst. 2 sind noch drin, vielleicht hat der eine oder andere sich Gedanken gemacht von wegen, welche 2 sind übrig geblieben von den 24? Wie gut hat man sie, auch wenn man jahrelang damit arbeitet, auswendig im Sinn, dass man weiß, was uns hier noch bleibt? Ich muss es sagen, ich habe gerade so über die ganze Zeit hinweg, wo ich die Runen gezogen habe, kann ich schon nicht mehr sagen, welche Runen alle gezogen worden sind. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche beiden hier noch liegen. Und diese letzte Rauhnacht kann man so verstehen, dass man sagt, wir haben uns gestern die Regenbogenbrücke betrachtet, wir haben uns Gedanken darum gemacht, was wir verbinden können, so wie die Regenbogenbrücke Dinge verbindet. Und jetzt kann man einen Blick zurückwerfen auf die letzten 12 Tage und sich vielleicht auch die Frage stellen, was nehme ich jetzt mit über diese Brücke? Was wird mein erster Schritt in das nächste Jahr, also es zwar schon begonnen hat, aber was man jetzt vielleicht bewusster betreten kann, was möchte ich mitnehmen in dieses nächste Jahr von dem letzten Jahr, was möchte ich zurücklassen, Danken zurücklassen, auch aus, nicht nur vom letzten Jahr, sondern auch aus den Rauhnächten. Gab es vielleicht Tage, bei denen ihr gesagt habt, das spricht mich jetzt gerade gar nicht an? Es ist vollkommen okay. Erstens einmal geht jeder anders mit den Rauhnächten um. Zweitens gibt es Tage, wo man vielleicht selbst nicht in Form war, um mir zu sagen, okay, ich befasse mich jetzt damit. Man hat es vielleicht mal vergessen, weil man andere Dinge um die Ohren hatte. Und vielleicht ist das hier einfach so und die Möglichkeit zu sagen, okay, von den 11 Rauhnächten, die wir bis dato hatten, was wäre jetzt die Rauhnacht, die ich jetzt am meisten in Erinnerung habe, die mir am meisten zugesagt habe und wo ich die meisten Informationen oder die mir gerade wichtigste Information erhalten habe, mit der ich jetzt in das nächste Jahr, also dieses nächste Jahr eben halt wirklich nun bewusst beginnen möchte. Und auch dazu zu diesen Themen nehme ich also jetzt die zweitletzte Rune aus meinem Deckchen und ich finde, die passt gerade sehr zum Thema, denn es ist Gebo. Gebo hat mit der Gabe zu tun, also mit was man geschenkt bekommt. Das können wirklich Geschenke sein untereinander und man kann auch hier wieder sagen, man hat wieder 2 Kano-Runen. Das heißt, die vorher so lagen, die liegen jetzt gekreuzt. Das heißt, sie sind jetzt geöffnet, sie geben sich noch etwas und dann können sie getrennt voneinander, können sie in andere Richtungen gehen. Ein Punkt, den ich bei Gebo immer sehr mag, das ist, es geht nicht nur darum, dass es eine Gabe ist, sie hat ja auch sehr stark mit Partnerschaft zu tun, aber sie bringt auch diesen Rat mit auf den Weg, ehe ihr versucht, einem anderen einen guten Partner zu sein, versucht euch selbst einen guten Menschen zu sein. Das heißt, wenn ihr jetzt mal alles beiseite legt, was ihr eben jetzt durch diese Rauhnächte mitgenommen habt. Okay, es kann zwar sein, dass das etwas davon ist, eine Erkenntnis. Und ihr würdet euch die Frage stellen, was möchte ich mir für dieses Jahr schenken? Wie immer, das sind keine Fragen, die man mit mir mitteilen muss, aber vielleicht ist das eine Frage, die ihr mitnehmt auf eure Reise für dieses Jahr und vielleicht am Ende des Jahres, wenn die nächsten Rauhnächte kommen, kann man sich die Frage stellen, okay, was war jetzt das Geschenk, das ich mir über das Jahr gegeben habe? Das heißt, entweder, was war jetzt das Geschenk, das ich aus diesen Rauhnächten mit herausgenommen habe, oder eben, was möchte ich mir für dieses Jahr schenken? Und dann noch eine, die letzte auf dem Weg zum Ende des Jahres für Dezember. Und es ist Dagas. Ja, also ich mag die Liebe, die mir die gezeichnet hat, sehr.
Aber irgendwie hatte sie ein bisschen Probleme mit Dagas. Sorry, Jutta, nimm es mir nicht übel. Und Dagas ist der Durchbruch. Das heißt, wenn ich das eigentlich jetzt als Antwort darauf nehme, von wegen, was gebe ich mir, was schenke ich mir in diesem Jahr, und ich sage den Durchbruch, das heißt, wer immer für dieses Jahr plant und sich die eine oder andere Frage stellt und vielleicht diesen Zukunftsaspekt mit hineinbringt, der könnte damit mit auf den Weg bekommen. Also du kannst sehr viel erarbeiten über das ganze Jahr, aber der wirkliche Durchbruch, der wird Ende des Jahres kommen. Da bin ich dann natürlich auch gespannt, was 2025 so mit auf den Weg geben wird. Vielleicht werde ich nächstes Jahr die Rauhnächte noch ein bisschen anders anfassen, und vielleicht habe ich ja bis dahin den Kurs gemacht von der taoistischen Numerologie und werde das vielleicht einfließen lassen, einfach um die Sache mal so ein bisschen zu ändern und über die, ich sag mal, die Zukunft von den verschiedenen Leuten zu sprechen. Jetzt aber hier ist eben wirklich im Sinne von, ich finde es interessant, Dagas als zwölften Monat zu haben. Und zwar ganz oft durch die gesamte Idee eines Kalenders und eines Jahresende vergessen wir das eigentlich. Es ist der Erde und der Sonne und den anderen Planeten ehrlich gesagt ziemlich schnurz, ob wir da einen neuen Kalender aufhängen oder nicht. Spielt eigentlich keine Rolle. Und vielleicht kann uns das diesen Aspekt geben, dass wir nicht mehr so dieses Jahresende und neuen Beginn, das Ganze in diesem Sinne sehen, sondern im Sinne von, dass da in unseren Köpfen dieser Durchbruch kommt, der sagt, es ist fließend. Und wir müssen nichts betrauern, weil das Jahr aufgehört hat, und wir müssen uns nicht freuen, weil das nächste Jahr anfängt. Weil eigentlich, was abläuft in unserem Leben, ist fließend. Und das kann auch nur fließen, wenn der Durchbruch wirklich da ist. Das heißt, wenn das nicht irgendwo im Sinne von Stopp. Ja, und jetzt machen wir weiter. Deswegen finde ich die Rauhnächte ja auch insofern einfach allgemein als Energie spannend, weil sie diesen Fluss drin hat. Das heißt, sie fließt von einem Jahr in das andere und nicht im Sinne von, wir haben dieses 0 Uhr, sage ich mal, und dann, es passiert nicht wirklich was. Ich habe in meinem Umfeld ein paar Leute, die das einfach durchschlafen, und ich verstehe sie. Ich mag es im Sinne von, weil ich eben mit meinem Bruder unterwegs bin oder so. Das ist eine andere Sache, um den eben auch zu treffen. Das ist, ich sag mal, so eine Entschuldigung. Aber an sich, wenn mir jemand sagt, wie kannst du Silvester verpennen, denke ich, warum nicht? Also es ist ein Tag wie ein anderer. Und vielleicht haben andere Leute andere Tage, die sie als wichtiger empfinden, um ein Neujahr zu feiern. Der gesamte keltische Aspekt, der läuft ja über Samhain, dass das neue Jahr ist. Und auch das ist ja nicht einfach nur ein Tag an sich, sondern es ist eine Zeit, so wie Jul, auch Jultide, also eine Zeit ist. Und das Wort Tide bringst du ja mit hinein. Das hat ja auch mit Ebbe und Flut zu tun. Das heißt, es ist dieses langsame Kommen und Gehen, was wir ja mit Jera in der letzten Rune hatten. Und jetzt kommt zu diesem langsamen und diesem steten, ein bisschen so dieses steter Tropfen hüllt den Stein, und dann irgendwann ist da der Durchbruch geschafft. Das heißt, es gibt Dinge, die können dauern, aber irgendwann werden sie durch sein, und vielleicht, wenn man sich dann umdreht, sagt man, da war schon vorher was zu sehen, da waren schon Risse oder was weiß ich was. Das heißt, dass man vielleicht mit einer solchen Rune ganz zum Schluss erst da, ich sag mal wieder, dieses Gefühl hat, wirklich frei zu atmen, weil es jetzt ganz offen ist, was man die ganze Zeit so langsam aber sicher versucht hat zu erkämpfen und zu erarbeiten. Ich finde das als Resultat Rune recht interessant, und auch wenn das jetzt 12 Monate dauert, trotzdem sehr positiv. Und wie gesagt, vielleicht ist das ja das Geschenk, was ihr euch gebt, wer immer irgendwo dran ist, an einem Plan zu schmieden und versucht, den wirklich umzusetzen. In diesem Sinne
sind unsere 12 Nächte durch. Ich hoffe, ihr habt irgendetwas, was ihr mit auf den Weg nehmt. Vielleicht war irgendwo in diesen Videos eben auch ein kleines Geschenk drin, was ihr benutzen könnt für die nächsten Monate, die jetzt kommen. Und natürlich werden auch andere Videos kommen, aber so ansonsten für die Rauhnachtsfans wird man sich dann Ende des nächsten Jahres wiedersehen. Noch einmal ein wunderschönes Jahr.